Das Kleid kommt später zum Einsatz. Christbaumkönigin Sina Klug packt auf dem elterlichen Betrieb mit an, mit mehr als 80 Hektar Weihnachtsbäumen. So, Sina, dann segnen wir mal, ne? Ja, halt mal bitte die Äste weg. Ja, so. Diese Fläche hier ist das Reich der 18-Jährigen und ihrer Mutter Melanie Klug. Ja. Da ist für die beiden immer viel zu tun. Hierher kommen bis Heiligabend viele, um selbst ihren Christbaum zu fällen. Für mich verbindet der Christbaum natürlich auch die Familie, gerade weil wir ja auch das immer alle zusammen machen und ja immer alle zusammenhelfen in der Saison vor allen Dingen dann auch und dann an Weihnachten ja dann doch immer ein bisschen der ganze Druck abfällt. Sinas Großeltern gaben vor gut 30 Jahren ihren Milchbetrieb auf, spezialisierten sich auf Christbäume. Auf den Plantagen gedeihen vorwiegend Nordmann-Tannen. Mittendrin Papa Uwe. Um die ganze Technik sorgt sich Sinas Bruder Finn. Der 16-Jährige macht gerade die Ausbildung zum Landwirt und weiß genau, was er will. Ich würde den Betrieb gerne übernehmen und würde es gerne weitermachen, weil ich da Spaß dran habe. So, jetzt tragen wir noch weg. Die Zukunft im Christbaumdorf scheint gesichert, so nennt sich selbstbewusst der 800-Seelenort Mittelzinn im Spessart mit 20 Anbauern. Das liegt daran, dass wir relativ schlechte Böden haben und das mit der Landwirtschaft dann halt schwierig ist. Und dann ist man halt irgendwann auf Christbäume gekommen. Und das hat dann ganz gut funktioniert mit den Böden hier auch eben. Und deswegen sind dann nach und nach halt immer mehr Leute draufgekommen. Aber die meisten machen es halt auch eher so im Nebenerwerb. Um die 150.000 Christbäume werden insgesamt jährlich in Mittelzinn verkauft. Mit 400 Hektar eine der größten Anbauflächen in Süddeutschland. Manche Tannen bekommen neben dem Formschnitt auch noch eine Schönheitsbehandlung. Wenn die Äste nicht so schön gewachsen sind, so schön gleichmäßig, dann kann man die mit dem Zweigregler noch ein wenig in Form bringen. Damit der dann an Weihnachten noch ein wenig schöner wird für die Leute. Jeder will ja immer den schönsten Baum. Ein 4000 Quadratmeter großes Speicherbecken schützt zudem die jungen Tannen vor den Maifrösten. Bei Minustemperaturen werden die Bäume beregnet. Der gefrierende Wasserfilm umhüllt die Zweige. Wer nicht zum Christbaum taugt, wird zum Kranz. Die Familie produziert Schnittgrün auch auf eigenen Plantagen. Thuja, Douglasie und Bergkiefer, pflegeleichte Bäume. Jedoch steckt in der Ernte viel Handarbeit. Mein Vater schon vor 50 Jahren hat er schon Friedhofsgärten in Würzburg beliefert mit damals Fichtewedel und Douglasienwedel, um dass sie da Trauergrenze wickeln konnte. Und so ist halt der Schnittgrün immer irgendwo bei uns geblieben. Und das ist also ein bisschen für mich so mein Augapfel. Da habe ich eigentlich viel mehr Lust drauf noch wie auf Weihnachtsbäume. Sina Klug liebt den Duft der Tannen. Sie weiß, ihre Arbeit beschert vielen Menschen schöne Stunden. Und falls ein Kunde klagen würde, als angehende Rechtsanwaltsfachangestellte wüsste sich die Christbaumkönigin zu helfen. Berührungsängste hat sie jedenfalls keine. Ich mag Handschuhe nicht so einfach. Das liegt einfach daran, dass ich es nicht so mag. Aber ich habe dann dafür halt auch das Harz an den Fingern. Ein paar Tropfen Öl und das Harz lässt sich leicht abwaschen. Sina will als bayerische Christbaumkönigin viel erreichen, auf Messen und Märkten für heimische Tannen werben. Mama Melanie macht noch Fotos für Flyer und Anzeigen. Ja, gut. Lächeln. Die Saison beginnt bald. Ich würde sagen, dass man sie vom natürlichen Weihnachtsbaum überzeugt und eben auch, dass man vielleicht ein wenig näher bringt, wie viel Arbeit es eigentlich ist und nicht, dass es immer gleich fertig dasteht und dass der ja wirklich auch 8 bis 12 Jahre braucht, bis er dann halt so groß ist. Und der heimische Christbaum dank Königin Sina Klug mehr Wertschätzung erfährt.